Nach diesem echt geilen Intro begrüße ich euch zu Dragon Ball Final Bout. Oh yeah, ihr habt es bereits im Hintergrund gehört, ich bin bereits fleißig am Eintippen. Dann muss ich noch ein paar Cheats eingeben. Wunderprächtig, jetzt können wir loslegen. Seid ihr bereit? Ab ins Startmenü. Ja, was ist denn hier passiert? Schaut mal, wir haben plötzlich einen vierfachen Super Saiyan freigeschaltet. Doch erst muss ich noch kurz was anderes einschalten, bevor wir hier gleich zur Sache kommen. Nicht gleich das 1000 das 1000 Video Special offiziell begrüßen kann und wohl eher einleiten kann. So, Combat und hier versus Order, genau. Alles klar. Hier seht ihr jetzt, das, was ich die ganze Zeit eintippen musste, ist deswegen, weil man hier gewöhnlich bei Final Bout nur diese 10 Charaktere zum Start hin zur Verfügung hat. Wenn man den ersten Code eingibt, da gibt es zusätzliche 6 Charaktere, während der und da. Trunks, Vegeto ist noch, dann der Goku auf der rechten Seite, der Trunks aus GT und der kleine Goku auch aus GT. Im zweiten Code könnt ihr dann noch den vierfachen Super Saiyan in der Mitte freischalten. Und ja, legen wir also los, Freunde. Friseur heißt die Friseur, ich glaube die französische Version bekommen. So, ja, muss man gucken, die Kontrolle funktioniert alles noch, Blocken, klappt. So, erstmal natürlich mal die Frage, wieso zum Henker mache ich so ein Spiel von so ein Special? Ganz einfach deswegen, das 1000 Video Special, habe ich ja gesagt, soll das von mir erfundene, kann man fast schon sagen, die Year of Dragon Ball ins Leben rufen und deswegen dachte ich mir, mach einfach mal irgendwie ein Dragon Ball Let's Play und jetzt wird's Zeit. Ach, sind die, ja, Originalstimmen nicht einfach wunderprächtig? Okay, das war gerade ein bisschen fail. Boom! Da liegt der am Boden. Ja, wie gesagt, 1000 Video Special bezüglich Dragon Ball und so. Weil ich ja dieses Jahr bis nächstes Jahr und so, habe ich bereits schon mehrfach erwähnt, will ich ja mehr Dragon Ball Spiele bringen. Und deswegen dachte ich mir, mach's einfach mal so ein Special Video. Und was, okay, ich glaube gerade nicht mehr. Schön. Bisschen mehr konzentrieren, Goku. Die Steuerung nicht mehr so im Griff. Ja, es ist halt noch zu Zeiten der PlayStation 1, das heißt, das Spiel ist irgendwie aus den 90ern noch, 1998 und so, und das ist halt nicht mehr so. So, hallo, komm schon. Ah, jetzt geht's, die Dreifach-Kombo. So, komm her, Freezer. Das 10-fache Kamehameha, voll erwischt, hey. Oh nein, ich habe keine Energie mehr, scheiße. Voll die Wampe ausgestreckt. So, das war's mit dem ersten Fight. Insgesamt 10 Kämpfe gibt es hier und dann kommt der Endboss. Ja, das war ein cooler Text, Goku, und du hast schöne Hasenzähne. What the fuck? Ja gut, also damals, oh. Son Goku als kleiner Knirpsi im Super Saiyan Outfit aus Dragon Ball GT. Ja, das Spiel heißt im Original, glaube ich, sogar Dragon Ball GT Final Bout. Ich glaube sogar nur die europäische und sogar die amerikanische Version heißt nur Dragon Ball Final Bout, weil sie auch Z-Charaktere dabei hatten, so. Egal, so. Wo war ich stehen geblieben? Genau, das Video Special, Year of Dragon Ball. Ich habe Final Bout deswegen genommen, weil es eines der ersten Dragon Ball Spiele war, die ich gezockt habe. Kamehameha.
Meh. Ja! War ein bisschen übersteuert, tut mir leid. So, jetzt will ich kontern, komm schon. Was? Wieso klar? Das ist doch fies. Alter, Leute, ihr habt es unten gesehen, wurde ganz kurz so ein Text eingeblendet da links unten. Und genau wenn dieser Text eingeblendet wurde, das ist jetzt gleich wieder. Genau jetzt, wenn dieses Kommt-Tür steht. Da muss man 3 Tasten gleichzeitig drücken, damit man kontern kann, aber irgendwie klappt es gerade nicht. Mann, ey. Das geht's doch nicht. Verdammt. Ey, die Tasten wären im Grunde genommen wären es ja Dreieck, Kreis und X. So, 10-faches Kamehameha. Geht doch. Wieso soll nicht klappt, weiß ich auch nicht. Oh, scheiße, bringt das ein super Kamehameha? Komm schon, Konton. Ich hämmer doch hier drauf an die Tastatur. Tastatur, Controller. Oh oh. Könntest du bitte mal... Komm schon, Konton. Ich bin gleich down. Also, Kleine ist echt übel, Freunde. Alter. Ah, das ist meine Chance. SC Goku, Super Chibi Goku. Oh Mann, oh Mann. Ja, was stehen geblieben, bevor mich hier der Kleine gerade ein bisschen absolviert hat? Genau, Final Bout. War damals 19 genau und das war mit Ultimate Battle 22, waren es die ersten Dragon Ball Spiele, die bei uns im europäischen Raum erschienen sind. Damals noch für die PlayStation 1, wie ich bereits erwähnt habe. Und ja, Final Bout, nicht nur wegen dem Intro, auch heute noch eines meiner Lieblingsspiele, auch sonst wegen dem Sound, wegen den ganzen Szenarien hier, seht schon. Es ist immer noch ein sehr geniales Spiel und deswegen dachte ich mir, mach's mal so ein Kurz-Let's Play daraus, von einem Part und so. Ich wünsche, ich könnte ihn verstehen, hey. Tja. Japanisch müssen wir können, nicht wahr? Ja. Oh, Son Gohan, scheiße. Ultimate Gohan, ja, leck mio, hey. Das wird ein toller Kampf. Ja, nachdem wir halt, nimmst halt hier ein bisschen Final Bout, du zockst auf dem Emulator und so, das Original hast du ja, also kein Problem, hast ein bisschen bessere Grafik, vielleicht ein bisschen zu gute Grafik, ja, teilweise auch bei Chibi Goku habt ihr gesehen, das sieht irgendwie aus, hätte er seit einem Jahr nicht mehr geschlafen und so, voll die Augenringe. Nun ja, boom, voll die Combo. Ja, damals muss es noch mit Tastenkombinationen auskommen, so. Das 10-fache Kamehameha, Mann, er blockt sie mal ab. Bei mir klappt's nie, das ist fies. Oh Mann, ich hätte mal ein bisschen besser testen müssen, das Spiel. Komm schon, Alter, ich kann es nicht mehr blocken. Vorhin ging es eine Testaufnahme. Ja, ich habe vorhin mal kurz einmal noch getestet. Jetzt wohl ein bisschen mehr machen müssen. Egal. So, Dragon Ball GT Charaktere. Ja, endlich mal wieder, wa? Gut, ich weiß, viele von euch mögen die Serie Dragon Ball GT nicht, kann ich auch verstehen. Zum einen halt, weil es nur 64 Episoden sind, zum anderen, weil es nicht direkt vom Erfinder des Manga, sprich von Akira Toriyama ist. Er hat jetzt dann natürlich auch seine Finger mit dem Spiel, zum Beispiel das Konzept des 4-fachen Super Saiyajins, das stammt von Akira Toriyama sogar. Gut, seine Entscheidung sah ein bisschen anders aus, da hatte Goku auch am Bauch rum, sprich an Bauchmuskeln hatte er keine Haare. Die er jetzt als 4-facher Super Saiyajin wirklich hat. Gut, hier sehen wir es wieder mal nicht. Alter Goku! Ich hämme doch auf die Tasten, ich weiß, es sind die richtigen, ich hatte es vorhin doch auch gemacht. Es klappt nicht mehr, noch kurz erklären, wieso ich da vorhin das MTO Off abgeschaltet habe. Das seht ihr da links oben bei mir auf dem Balken, am roten Balken, steht da auch MTO Off. MTO steht glaube ich für Meteoritenangriffe, da kann man richtige Kombinationsangriffe daraus machen. Ich liebe den Sound. Ja, kann halt richtige Kombinationsangriffe draus machen, aber weil bei mir die Tasten hier auf dem Controller nicht funktionieren dafür, die Shooter-Tasten halt, die man dazu braucht, habe ich das deaktiviert, weil ich fand es ein bisschen unfair, wenn es nur die Gegner können und ich nicht. Deswegen habe ich das deaktiviert. Verflixen zugenäht, was sagt Goku die ganze Zeit? Das klingt irgendwie so cool und so. Ja. Oh, Super Trunks.
Ich verstehe es zwar nicht, aber es klang ziemlich aggressiv. Alles klar, der Super Saiyan Trunks, auch aus Dragon Ball GT. Oh ja, bei mir steht gerade GT4, sehe ich gerade. Ja. So, ja, wieso das Spiel? Wie gesagt, wegen Dragon Ball GT Charakteren, bei den letzten Let's Plays zu Dragon Ball, die ich gemacht habe, sprich Burst Limit und Ultimate Tenkaichi, hatte nicht gerade so viele Dragon Ball GT Charaktere, nicht wahr? Und da dachte ich mir halt, komm, jetzt machst du endlich mal so ein Let's Play, wo du auch mal, also Let's Test, das ist ja eher ein Special, nicht wahr? Was eben das Jahr von Dragon Ball einleiten soll, und dazu gehören halt, wenn möglich, alle Charaktere aus Dragon Ball. In diesem Sinne halt, wie gesagt, Charaktere aus Dragon Ball Z und Dragon Ball GT. Und jetzt Final Bout soll das Ganze mal im Sinne von Dragon Ball GT ein bisschen einläuten, ein bisschen das, was wir verpasst haben, kompensieren. Ja, hab gesagt, ein bisschen kompensieren. Und ja, also Freunde, das ist das 1000 Video Special. Mann, über 1000 Video bereits. Unglaublich, wa? Gut, ja, über 2 Jahre, 1000 Videos ist jetzt nicht gerade so der Hammer, könnte man sagen, aber trotzdem ist eine recht eindrückliche Zahl, finde ich, und deswegen ist auch endlich Zeit, hier mal das Jahr von Dragon Ball, das ja, wo wir jetzt, ja, ich würde schon fast mal behaupten, ständig neue Dragon Ball Let's Plays haben, natürlich mit besserem Gameplay, ihr seht schon, hier kann man noch nicht so viel machen, aber halt die ersten Dragon Ball Spiele, mein Gott, da hattet ihr noch ein paar normale Standardangriffe, ein paar Kombinationsangriffe, den hier, den Trunks gerade macht, mit dem Boden schleudert. Ein paar Tasten drauf haben, dann macht er einen Kombinationsangriff und so, schön. Ja, damals gab es das noch, muss trotzdem ein bisschen taktisch überlegen. Was machst du jetzt gerade? Und boom, da landet er wieder am Boden. Das 10-fach kann man mehr haben. Wieso ist er eigentlich rot? Müsste eigentlich rot sein. Ah ja, er kontert so. So, jetzt auf die Dreiecktaste Helmon, komm schon! Button Smash, da bin ich Meister drin! Tja, ich hab's ja gesagt. Button Smashen for the win! Oder like a boss, wie auch immer. KO. Yeah, der Hasenjunge ist zurück. Ja, wie gesagt, damals haben wir es halt am PS1 noch nicht so deutlich gesehen. Ja, die quatschen noch ein bisschen. Trunks hat ein bisschen Cheese. Wow, von einer Super Saiyan Trunks, das geht. Jetzt wird normale Saiyajin Trunks. Naja. Ja, damals war halt die Grafik noch nicht so hochauflösend, nicht wahr? PS1-Seiten und so. Deshalb sieht man hier auch teilweise noch sehr gute Striche. Die Outlines nicht unbedingt sein müssen. Naja, was soll's. Hallo Goku, blocken. Viereckes blocken. Was macht er jetzt? So. Was mache ich jetzt? Aua, aua! So, geht doch. Mann, Trunks, du gehst mir auf den Zeiger, ey. Haute einfach ab, was bist denn du für einer? So, Dreifachangriff und jetzt. Ach, ich liebe die Animation. Damals war das echt geil, hey. Heutzutage natürlich irgendwie ein Pumpblitz, oder? Also sprich, ist natürlich standardmäßig, muss immer dabei sein. Also 3D-Kämpfe, ein bisschen freier Kämpfen dazu, wie bei Budokai Tenkaichi 3, Ultimate, oder Ultimate Tenkaichi nicht wirklich. Aber bei Raging Blast und so ist natürlich auch so, überall frei kämpfen und so, dreidimensional kämpfen. War halt damals noch nicht so, aber trotzdem war halt bei Final Bout das Dragon Ball Spiel, wieso ich überhaupt so viel Spaß dran gefunden habe und dann in der Zeit auch zum Dragon Ball Fan, nicht nur der Serie wurde, sondern auch der Spiele. Und dann auch auf den darauffolgenden Jahren sehr viele Dragon Ball Spiele gekauft habe, die ganze Budokai-Serie, die Budokai Tenkaichi-Serie, Spiele für Nintendo Wii, Spiele für Game Boy Advance, Game Boy Color etc. etc. Ach, da gab es so viele. Und ja, deswegen halt, wie gesagt, auch um das Jahr von Dragon Ball einzuleiten, dachte ich mir halt, gut, machst das mal das erste Spiel, das halt mir so viel Spaß gemacht hat, sollte ich langsam beeilen hier. Das mir so viel Spaß gemacht hat und mich eigentlich zum Dragon Ball Spielen animiert hat. Gut, und jetzt? Das soll ja ein bisschen Fehler, ich wollte eigentlich die andere Kombination machen. Egal. Ah, jetzt kommst du nach oben. Alter, Goku nach oben! Runter, hoch und Kreis. Naja, nicht mehr nötig, wir haben es auch so geschafft. Yeah, Hasenboy, for the win! Bugs Bunny im Super Saiyan Outfit. Alter, ja gut, bald 15 Minuten rum. Oh, ach du Scheiße.
Ich muss allerdings sagen, das ist ein bisschen suspekt hier. Jetzt sind wir hier, Super Son Goku steht da, sprich der Super Saiyan Son Goku aus Dragon Ball GT mit dem Outfit, den wir in der Serie so nie gesehen haben. Den Goku haben wir ja damals nur ganz kurz als Erwachsener noch in der ersten Folge gesehen von Dragon Ball GT und danach wurde er zum Kind verwandelt. Und erst da wird dann als Super Saiyajin, dreifacher Super Saiyajin und vierfacher, gut, er war sowieso erwachsen, wie ich es gerade darstelle. Boom! Limited, ist doch Limited Wohl. Jetzt hoch oben. Alter, ich würde die ganze Zeit so gerne mitschreien, weil jeweils Kamehameha, aber es wird so dämlich klingen und ich will nicht übersteuern. Hab ich leider bereits einmal gemacht. Naja, yeah, voll meine Aura, hey. Mein Fluidum, wie es auch so schön heißt in der deutschen Version. Na klar, Alter, ja gut, wie gesagt, teilweise ein bisschen scheiß Gameplay. Normaler Energiestrahl macht er runter, oder so schräg runter, aber kann er mehr haben natürlich nicht. Boah, jetzt aber keine Energie mehr, jetzt bin ich natürlich erstmal down. Goku? Goku, du kannst gegen dich selber verlieren, das wäre ein bisschen peinlich. Vor allem ist der andere 3 Super Saiyan Stufen weiter unten. So, das Spiel wird nicht mehr so lange dauern, denke ich mal. Das werden schon in einem Part schaffen, das ist keine Sorge. Ich habe jetzt mal diesen Modus gewählt, weil man hier, wie gesagt, nicht nur gegen den zweiten Spiel antreten kann, sondern halt so einen, ja, richtigen Turnier halt, oder halt Battle Royale. Nee, nicht Battle Royale. Ja, das war immer das Gleiche. Es geht darum, dass wir halt in so einer Art richtigen, ja, kleinen Story-Modus kämpfen. Ach du Scheiße, gegen den Bu. Also dazu braucht man, glaube ich, kein Japanisch-Kenntnis, um das zu verstehen. So, Bu erinnert mich, war noch ziemlich scheiße. Der hat so eine dämliche Attacke, wo er irgendwie so einen Umkreis von, sag jetzt mal, von ihm bis zum VS-Zeichen oben könnte alles in Luft sprengen und so. Das war teilweise ziemlich scheiße, wenn man vor allem nicht darauf vorbereitet ist, weil alle seine Attacken sehen ungefähr in der Vorbereitung gleich aus. Oh, das ist die Attacke. Ich komm näher, Bu, ja, ja. Ach, die Musik, hab ich schon mal die Musik erwähnt, hey? Wie gesagt, Grafik und so, damalige Zeit 1A, Gameplay, war halt Anfangszeit, war auch 1A. Weil vor allem, wow, trotz Blocken ziemlich viel abgezogen. Und da fliegt er erst einmal. Na, wie schmeckt dir das? Ja, vor allem das Soundsystem schon damals, 1A, hey. Aber leider gab es noch keine Würfe. Das war ein bisschen scheiße. Oh, was macht er jetzt? Das sah aus wie eine Vorbereitung für einen Angriff. Ja, wie wir jetzt vorhin erwähnen müssen, hier gegen 10 Gegner, glaube ich, antreten. Danach kommt der Endboss und der ist übel. Wenn ich Endboss sage ich mal so viel, es ist ein klassischer Endboss im Dragon Ball GT-Style. Bei Goku, vierfacher Super Saiyajin, können viele von euch denken, wer das sein wird. Es ist ein Gegner, den wir bei Ultimate Tenkaichi mal gesehen haben, auch gegen ihn gekämpft haben. Aber nicht in so einem offenen Fall, wie es hier dann sein wird. Deswegen, ja, kann es eigentlich nur einer sein, nicht wahr? Was macht er jetzt? Hier mein Arm, nimm doch mal. Hier mein Arm, hier für dich. Wieder uns verarschen. Du. Oh scheiße, nicht die. Boah, aus dem Boden Stampfattacke. Aua. Voll aufblusen, wa? Kann ich auch, siehst du, boom. Du bist gleich da. Du. Ja, wow, voll in die Schnauze. Ja, also könnt ihr euch darauf verlassen, auch wenn jetzt hier das Gameplay nicht gerade so super ist und so, das ist teilweise ein bisschen langweilig. Ihr könnt euch darauf verlassen, es ist dann nur, aua, der Anfang dazu. Sprich dann auch mit Dragon Ball GT Charakteren in Budokai 3, gibt es einiges, nicht gerade so viel. Nach meinen darauffolgenden Dragon Ball Let's Plays, wie Budokai Tenkaichi 3, Infinite World. Was gibt es noch alles, was noch Let's Playen würde hinsichtlich Dragon Ball GT. Ja, vor allem diese beiden Spiele. Er bringt immer den gleichen Spruch. Wie gesagt, auch da hinsichtlich der Charaktere und so, Dragon Ball Charaktere wird sicher spannender vom Kampf her werden. Super Trunks Zeto.
Naja, also wohlgemerkt wohl der Trunks aus Z aus der Zukunft. Also müssen wir eigentlich schon noch erwähnen, aber egal. Natürlich keine Chance gegen uns. Ich bin mal gespannt, wie viele Kämpfe haben wir jetzt noch? Es müssten, glaube ich, noch 2 kommen, wa? Aber der zweitletzte ist auch ziemlich übel. Das weiß ich auch noch. Ja, die Musik, die animiert voll zum Kämpfen, das ist doch wahr. Kommt schon, wir kämpfen gemeinsam gegen alles Böse. Mit Son Goku und seinen Freunden. Wow, stimmt gerade voll. Ich bin voll dabei und singe, was das Zeug hält. Dabei kann ich's doch gar nicht, das ist ja leider, war trotzdem übersteuer ich gerade nicht. Wow, ich kann abgehen. Wow. Das war krass. Yeah, Mann. Also die Mucke war gerade echt geil. Wollen Sie mitsingen? So, wer kommt jetzt? Sattelpütti-Girl. Ja, das ist eine Anspielung auf Piccolo, weil Piccolo heißt eigentlich klein. Also, glaube ich irgendwie klein oder ist auf eine Anspielung auf winzig und so. Oh, die Mucke ist auch geil. Ja. Für diejenigen von euch, die es gerade ein bisschen langweilig finden, kann ich mal so viel sagen. Bitte nicht abschalten und einfach mal vorspulen bis zum Endgegner, bis zu den Credits, weil die sind auch echt episch. So, wir können ja schon mal verraten. Aua. Müssen wir konzentrieren, wa? Ja. Und bam. Wer ich bin, fragst du? Ich bin Goku. Der vierfache Super Saiyajin. Yeah. Die geilste aller Transformationen. Die Doppelspirale. Das ist so ein Pipi-Strahl natürlich. Wieso willst du mein Pipi haben? Ganz vergessen, Mann. Ich kontere hier. Mit Button smashen. Wow. Nicht zweimal mit mir, Kumpel. Das kannst vergessen, Kumpel. Kumpel. Boom. Bam. Und da liegt er wieder am Boden. So, Kombi-Angriff. Und nochmal hoch. Ich habe noch einen für dich. Den Ellbogenschlag. Und bam. Das ist eine Kombi, Freunde. Im Dragon Ball Firebout-Style. Und keine Sorge. Auch wenn ich hier ein bisschen losen sollte. Ich werde immer besser. Vor allem bei Budokai 3, Budokai Tenkaichi 3 und Infinite World. Da war ich immer Hammer. So, jetzt reißt aber langsam. Oh, das war ein bisschen daneben. So, jetzt aber, komm schon. Nein, Goku, komm. Oh, eine Verzögerung, der Controller. Ich hätte halt einen Original PS-Controller nehmen sollen. Ja. Aua. Voll in die Nüsse griffen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du magst ja klein sein, doch jetzt bist du nur, ja, wollte gerade was anderes sagen, egal. Ist schon down. Ja, down. Wow, also gerade voll Fun, Freunde. Natürlich das Gameplay, wie bereits gesagt, ist gerade so toll. Aber ein Spiel kann trotzdem Spaß machen. Super Son Goku Zetto. Also wir haben bereits den Counterpart aus GT besiegt, den wohl auch den aus Z geschafft. Ich glaube sogar, das müsste der zweitletzte sein. Und ich hätte ersinnen, ich habe so ein bisschen Hinterkopf und so. Es ist Goku, Super Saiyan Goku. Yo, yeah! Guck mal, Kleiner, was ich hier für dich habe. Mit freundlichen Grüßen von Muten Roshi. Oh, da bin ich Super Kamehameha. Joe, eigentlich nämlich super.
Wir müssen kontern, so schnell es geht. Button smashen auf den Dreiecknopf, der führt uns zum Sieg. Ja, nur normales Kamehameha. Von mir aus. Mit Konter funktioniert es, natürlich funktioniert es nicht. Wie könnte es denn auch anders sein? Nun gut, zum Glück muss das Ganze nicht Let's Playen, sprich es wird der einzige Part vom Final Bout sein. Ist nur ein, ja, wie gesagt, zum Eintest, zum dran gewöhnen, zum das Jahr von Dragon Ball einläuten. Denn das Ziel ist ja, dass jetzt sehr viele Dragon Ball Spiele kommen, nicht nur, wie ich bereits erwähnt habe, von Infinite World, Budokai Tenkaichi 3, Budokai 3. Es natürlich auch Battle of Z wird noch kommen, was das neueste ankündigte Dragon Ball Let's Play. Dann sogar noch solche von Game Boy Advance Spielen, wie zum Beispiel das Erbe von Goku 1, 2, Beus Fury und so, was es eigentlich nur auf Englisch gibt, egal. Und dann haben wir sicher noch einiges vor uns. Was gibt es sonst noch so für Spiele? Revenge of King Piccolo für die Wii gibt es auch noch und ja, wie gesagt, einfach mal das 1000 Video Special, um die Dragon Ball Ära auf meinem Kanal neu einzuläuten. Deswegen auch trotz miesem Gameplay und so ein bisschen längeres Video. Ich glaube, ihr könnt auf etwa 40 Minuten kommen mit Credits und so. Der zweitletzte Gegner, Super Vegetto. Joscha! Freunde, der ist übel. Der hat echt krasse Kombos drauf, alles klar. Konzentration. So. Am Boden liegt er, nun wird es Zeit zu kontern. Was macht denn der da? Komm runter, Mann. Wunderprächtig das Gameplay, wunderprächtig. So, jetzt habe ich dich, Kumpel. Aber geblockt. Ach du Scheiße. Das kann funktioniert nicht, Alter. Zieht der ab. Und der macht Spammer. Boah, Alter. 2 Fallen kann er mehr haben, will man verarschen. Teleportieren kann er auch noch. Na, warte. Komm schon, kontere, Kumpel, kontere. Ich will Button smashen. Jetzt kommt es drauf an, wer ist stärker? 4-fache Super Saiyan gegen Super Vegetto. Ich hab doch auf die Taste, wer kann. Alter. Hat er drauf gehauen? Wow, gut, er hat einen ähnlichen Rohsauer wie wir. Jetzt habe ich ihn. So. Und das war's. Nee, noch nicht. Und das war's mit Vegetto. Ja, ihr habt es gesehen, der hat damit Fallen Kamehameha ziemlich groß reingehauen. Und deswegen kann er damit dem Meteor, also sprich mit dem Meteorenangriff, der kann damit echt Schaden ausrichten. Deshalb habe ich es auch aktiviert, deaktiviert, weil es war ein bisschen so gefährlich. Der Endboss. Baby. Vegeta Baby. Also Zaru. Und Leute, der ist übel. Und übel nicht nur von der Power her, sondern, naja, seht's gleich. Der ist ein bisschen übersized. Also da kommt der Begriff Übergröße eine ganz neue Bedeutung. Hallo? Achso. Warte mal, Wirbel. Boah, Alter! Na klar! Hilfe! Gut, ich denke mal, das war ein bisschen unausgereift, weil ihr seht schon, der ist teilweise zu groß, teilweise bin ich zu klein. Das Treffen ist teilweise echt ein bisschen, sowohl von ihm als auch von meiner Seite her, ist schon oftmals Glückssache. Schneller! Ach du Scheiße! Bloß nicht fliegen, Freunde. Versucht ihr bloß nicht zu fliegen, hey. Der schießt euch runter wie sonst was. So, ihr seht schon rechts unten steht auch jetzt auch Demo auf. Das deswegen, weil wir gar nicht mehr weit genug wegkommen. Und irgendwie eine Demonstration, sprich die Animation, wenn man da weit genug weg ist, für einen Superangriff, geht ja gar nicht mehr. Da sind ihn als auch seine Schnauze. Was macht der da? Boom! Da fliegt er. Ja, Baby.
Du bist schwach. Du bist ein Loser. Ja, ja, ja. Ich weiß das. Ich mach dich platt. Ja, ich bin der Stärkste. Seht, was können wir mehr haben? Wir haben ihn gleich, Freunde. Gleich ist... Wow, wow, wow. Alter, hat keinen Rampage, habt ihr das gesehen, hey? Boom, da liegt er wieder. Du hast keine Chance. Kleiner Tipp, Freunde, könnt ihr auch sehr gut Schaden machen mit dem kleinen Super Chibi Goku. Weil da ein bisschen Bücken und der trifft uns nie. Der trifft uns echt nie. So, das ist natürlich auch übel hier. Das ist ein Arschwalze. Alter! Habt ihr gesehen, der hat mich 3-mal getroffen insgesamt und trotzdem so einen Schaden gemacht. Oh nein, ich hab verloren. Was für eine Schande. Na, warte. Dafür kriegst du Revanche, Kumpel. Du bist fällig, Baby. Oh, ich sehe gerade im Hintergrund schön noch einen Turm vom Planeten Plan zu sehen. Sprich, den Haus Dragon Ball GT. Der Planet, den sich Baby ja zurückgewünscht hat, weil es ein Heimatplanet ist und eigentlich auch unser. Also sprich der von allen Saiyajins und so, von Zufurujins, wo der Baby abstammt. Ich verrate jetzt den Turm. Naja gut, damals war PSN, war wie gesagt, PS1 war die Auflösung noch nicht so toll. Da haben wir das noch nicht so gut erkannt, dass das der Turm sein soll. Egal, wir müssen zur Seite. Boom! Oh, blocken, Goku, blocken! Au, 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 au! Bam! Da liegt er wieder. Ein bisschen Kinnhaken. Mit dem Roundhouse Kick kombinieren. Ja, la 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 la. Wir müssen die Welt retten. Wow! Alter, habt ihr das gesehen? Ich hab geblockt und trotzdem so viel Schaden abgemacht. Das war seine Todeskugel der Rache. Revenge Deadball. So eine Art schwarze Genki Dama halt. Echt übel. Das finde Baby, zwar vom Konzept her und so wieder ähnlich wie Boon so mit regenerieren und Gegner übernehmen, aber sonst so von der Geschichte dahinter und vom Aussehen, von den Fähigkeiten her, finde ich Baby schon ein ziemlich geiler Charakter aus Dragon Ball GT. Yeah, Mann, siehst du diese Power, die wir haben, Baby? Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Goku schnell aufladen? Ja, das machst du toll. Was ist das, Kumpel, aus dem Bild schieben? Blocken, blocken, blocken. Wow. Ja, Goku, runter, hoch mit dir, komm schon, runter, hoch und Kreis. Egal, mach's halt so. Nein, daneben. Der macht Clipping-Fehler. Das gibt's ja wohl nicht. Wow. Spinnst du eigentlich, großer? Wow, natürlich, also voll seine Aura sieht man gar nicht. Voll aus dem Bild. Blocken. So, jetzt hoch mit der Goku. Geht doch. Oh, und jetzt nochmal das Kamehameha. Bisschen mehr Energie habe. So, komm schon, komm schon. Wow, Hilfe. Kurz abwarten, kurz abwarten. So, jetzt aber. Natürlich, den Schwanz getroffen. So, als ich gedacht habe, nein, ich habe keine Energie mehr. Komm schon hoch und zack. Was, und so wenig? Bleib liegen. So, wir haben es geschafft, Freunde. Vegeta Baby ist erledigt. Und damit haben wir den Story-Modus vom Final Bout durchgespielt. Und nun wird es Zeit für die Credits. Das Abenteuer, das ist nun vorbei. Es wird Zeit, Liebe, wohl zu sagen. Jedes Abenteuer ist einmal vorbei. Das ist nun mal so. Doch trotzdem
kann das Leben so schön sein. Denkt an Goku und seine Freunde, dann werden sie bei euch sein, auf der Suche nach den Dragon Balls. Eure Treue werden wir niemals vergessen, denn nur gemeinsam sind wir stark. Wir sagen nun auf Wiedersehen und bedanken uns bei euch für die Treue und fürs Zuschauen bei über 1000 Videos. Doch wir kommen wieder, keine Sorge. Wir machen nur eine kleine Pause, dann sind wir zurück. Mit neuen Abenteuern geht's weiter, auf der Suche nach den Dragon Balls, im Kampf gegen das Böse. Und für den Frieden auf der Welt geben wir unser Bestes, egal wie stark unsere Gegner sind. Die Power der Dragon Balls ist mit uns. Ob Freezer, Cell oder Buu oder Baby oder wer auch immer. Mit den Z-Kämpfern kämpfen wir gegen alles Böse. Nun wird es aber Zeit für mich, auf Wiedersehen zu sagen, oder wohl eher zu singen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotz Fails und Gesinge versuche ich immer mein Bestes, um euch zu unterhalten, auf welche Art auch immer. Hauptsache wir haben Spaß. Also gut, nun aber wirklich. Ich sage Dankeschön und bis dann. Ciao zusammen.